Wegen der noch immer andauernden Menschenrechtsverletzungen der Uiguren in Ostturkestan forderte Human Rights Watch die Türkei auf, ihren Worten nun Taten folgen zu lassen. Hamit Aksoy, der Sprecher des türkischen Außenministeriums, bezeichnete die Umerziehungslager vergangene Woche als eine Schande und verlangte von China die sofortige Schließung der Umerziehungsstätten. Human Rights Watch will nun von dem Land, dass es alle möglichen diplomatischen Mittel ausschöpft, die ihnen zur Verfügung stehen. Der Außenminister Irans, Zarif, verkündete von der hohen Gefahr einer kriegerischen Auseinandersetzung mit Israel. Dies äußerte er auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Prinz Selman begibt sich auf Asienreise nach Pakistan, Indien und China, um über wirtschaftliche und finanzielle Beziehungen zu beraten. Wie aus dem chinesischen Außenministerium hervorgeht, trifft Prinz Selman kommenden Mittwoch in Peking auf Xi Jinping und seinen Stellvertreter. Der Besuch solle die chinesisch-saudischen Beziehungen erweitern und eine engere Zusammenarbeit bei dem neuen Seidenstraßenprojekt ermöglichen, so der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Hua Chunying. Vergangenen Freitag trafen sich der Präsident von Weißrussland, Alexander Lukaschenko, und Putin, um über den verbleibenden Status des Binnenstaates zu sprechen. Kurz darauf hielt man gemeinsam eine Pressekonferenz ab, auf welcher Lukaschenko verkündete, dass er bereit sei, Belarus an Russland anzugliedern. Der ägyptische General Sisi kritisierte auf der Münchner Sicherheitskonferenz sogenannte islamistische Aussagen sowie den türkischen Staat. Der Politiker und General forderte innerislamische Reformen. Sisi riet außerdem den europäischen Völkern zur Wachsamkeit und empfahl, die Moscheen in ihren Ländern überwachen zu lassen.